8000 Jahren angenommen. Die Landschaft, die sich vor unseren Augen auftut, ist so das Ergebnis dreier Entwicklungsphasen. Die Bildung der Landschaft am Urmeer Tethys, die Auffaltung der Gebirgskette und der anschließenden Verformungen durch Gletscher, Wind und Wetter. Zusammen gaben sie dieser Gegend ihre heutigen Erscheinungsformen. Nach dem Zurückweichen der Gletscher konnten erste Pflanzen wieder langsam die Landschaft besiedeln und ihnen neues Leben einhauchen. Mit etwas Fantasie können wir uns nach der im Frühling einsetzenden Schneeschmelze ungefähr vorstellen, was damals nach der letzten Eiszeit geschah, wie die Pflanzen- und Tierwelt sich langsam erholte. Widerstandskräftige Flechten siedeln sich an und bereiteten den Boden für das Gedeihen einer und artenvielfältigen Flora vor. Anschließend ist die Zeit reif für die ersten Bäume. Die typischen Nebel im Frühling verleihen dem Wald eine urtümliche Stimmung. Diese versetzen uns zurück in die Zeit, in der die Vegetation nach der Jahrtausende dauernden Vergletscherung den Besitz der Dolomiten errang. Nach dem langen Eiszeitwinter kehrten auch die Jahreszeiten zurück. Der Frühling mit den Blumen und der Herbst mit seinen flammenden Farben. Zu den bereits vor der Eiszeit die Dolomiten besiedelten Tieren wie die Gemse, der Hirsch, der Bär und der Wolf gesellten sich neue Arten wie der Steinbock, das Murmeltier, der Hase und zahlreiche Vogelarten, für welche diese Umgebung neu gewonnenes Land war. Die märchenhafte und verzauberte Welt der Dolomiten hatte endlich seine endgültige Erscheinungsform gefunden. Vor ungefähr 8000 Jahren erschien im Gebiet der Dolomiten von Ampezzo zum ersten Mal der Mensch, der sich auf der Jagd mit Bären und Wölfen zu messen hatte und der, wie wir es uns denken können, schon bald der Hauptakteur in der Geschichte der Natur der Dolomiten wurde. Die ersten Menschen suchten das Valle de Ampezzo nur während der für die Jagd günstigen Sommermonate auf. Erst einige Jahrtausende später wurden sie auch wirklich sesshaft. Im Frühling schmückt der Tau Wiesen und Wälder des Tals und vermag so zusätzlich die Merkmale einer einzigartigen Landschaft hervorzuheben, die heute zum Naturerbe zählt. Im Monat Mai, wenn oben in den Bergen letzte Schneereste den Sonnenstrahlen trotzen, erwacht im Tal, auf den blühenden Wiesen und im Wald neues Leben. Die Schmelzwasser führenden Bäche übersprudeln vor Lebensfreude und schütteln den gesamten Talgrund aus dem Winterschlaf. Die Wälder erleuchten neben blühenden Wiesen aufs Neue in einer schier unendlichen Anzahl von Grüntönen. Die Rehe, die die Wintermonate im Dickicht der Wälder verbracht haben, wagen sich erneut auf die Wiesen. Sie halten Ausschau nach den besonderen Gräsern und Kräutern. Die Rehe sind nämlich unter allen Huftieren die wählerischsten, was ihr Futter betrifft. Und man trifft sie deshalb nur in pflanzenartenreichen Gegenden an.
In den Lärchenwäldern beobachten wir Buntspechte im emsigen Hin- und Herfliegen zum Nest. Sie sind auf der Futtersuche für ihre Küken. Der Habicht, einer der ersten Vögel, der im Frühling den Nestbau in Angriff nimmt, ist bereits mit der Entwöhnung seiner dicken und gefräßigen Küken beschäftigt. Männchen und Weibchen des Habichts wechseln sich auf der Jagd nach Beute für die Fütterung ihrer Jungen ab. Der Frühling ist zweifelsohne die anstrengendste Zeit für die nisternden Vögel. Der Specht zum Beispiel führt für die Futtersuche für seine Jungen über 80 Flüge von und zum Nest aus. Die Küken wiederum verzehren täglich Nahrung, die das 7-fache ihres Körpergewichts übersteigt. Unterdessen sind im Nest des Habichts heftige Machtkämpfe unter den Jungvögeln ausgebrochen. Nur die Stärksten überleben und werden flügge. Die Eltern des Buntspechts sind zudem damit beschäftigt, regelmäßig den Kot der Jungen aus dem Nest zu tragen. Sie wollen die Sauberkeit im Innern der für das Nisten geschaffene Aushöhlung sicherzustellen. Auch der Grünspecht ist ohne Unterbruch mit der Entwöhnung seiner Küken beschäftigt. Um einiges scheuer als der Buntspecht benötigt er einen an Nahrungsquellen besonders reichen Lebensraum. Wie alle Spechte ernährt er sich hauptsächlich von Larven holzfressender Insekten, die er unter der Rinde absterbender Bäume findet. Der seltenste in den Dolomiten heimische Specht ist zweifelsohne der Dreizehenspecht. Er stammte ursprünglich aus der Arktis. Nach dem Rückzug der Gletscher nur noch auf sehr beschränkten Raum vorkommend, kann er als Relikt aus der Eiszeit betrachtet werden. Sein Lebensraum sind die dichten, flechtenbewachsenen Gebirgswälder. Inzwischen hat der Frühling auch im Hochgebirge Einzug gehalten. Und an den sonnigen Südhängen locken satte Almwiesen die aus dem Winterschlaf erwachenden Murmeltiere. Entgegen landläufiger Meinung benötigt dieses den Alpenraum besiedelnde Tier milde Temperaturen, die nur der Sonne zugewandten Hänge gewährleisten können. Das Aufwachen aus dem langen Winterschlaf macht die Murmeltiere besonders übermütig, nachdem sie sich einmal aus ihrem Bau auf der Suche nach Wurzeln, Beeren und Samen gewagt haben. In dieser Jahreszeit, noch geschwächt vom Winterschlaf, werden sie leichte Beute von Raubvögeln, wie zum Beispiel vom Kohlkraben, der sich auf die unaufmerksameren Tiere stützt, wenn auch mit geringerem Erfolg als der Steinadler. Auch das Weibchen und das Männchen des Birkhuhns müssen auf der Suche nach zarten Schößlingen zwischen den noch kahlen Ästen der Lärche, ihrer Hauptnahrung, stets auf der Hut vor Raubvögeln sein. Die Gämsen, die sich den Winter über in den Wäldern aufhalten und sich dort von den Zweigen der Nadelbäume ernähren, brechen bei Einkehr des Frühlings auf der Suche nach nährstoffreicheren Pflanzen an Felsstandorten in die Höhe auf. Je nach Jahreszeit, Witterungsverhältnissen und Nahrungsangebot ziehen diese Tiere höhere oder tiefere Gebirgslagen vor. Höhenunterschiede von 10.000 Metern überwinden sie dabei problemlos, dank ihres eigens dafür eingerichteten Herzkreislaufs. Primeln, Soldanellen und Krokus sind die ersten Boten des Frühlings auf den noch teilweise mit Schnee bedeckten Bergflanken. Die Alpenschneehühner haben ihr für den Winter typisches weißes Gefieder abgelegt,
und es mit einem sich den Farben des Sommers anpassenden Tarnkleid ausgetauscht. Auch bei diesem Vogel handelt es sich um ein Relikt aus der Eiszeit, der sich auf vorzüglichste dieser Umgebung anzupassen wusste. Die Gemsrudel haben erneut von den Geröllhalden und Felswänden, wo sie den Sommer verbringen, Besitz genommen. Mit bemerkenswerter Flinkheit bewegen sie sich sowohl auf Schneefeldern als auch auf Gestein. Diese Fähigkeit, nicht im Schnee einzusinken und auch auf Geröll und Fels sicheren Halt zu finden, verdanken sie ihren Hufen, deren Spitzen sie zwecks Vergrößerung der Auftrittsfläche aufeinander spreizen können. Die Hufe verfügen zudem über eine gummiweiche Sohle, mit der sich die Tiere jedweder Bodenunebenheit anpassen können, während die härteren Hufspitzen einen sicheren Halt selbst auf weichem Grund gewährleisten. Die Gemsrudel bestehen normalerweise aus Weibchen, den Geißen, Kitzen und bis zu 2 Jahre alten Böcken. Die Rudel werden von ausgewachsenen, erfahrenen Geißen angeführt, die bei Gefahr auch als erste die Flucht ergreifen und die günstigsten Futterplätze ausfindig machen. Die ausgewachsenen männlichen Tiere, die Böcke, leben hingegen als Einzelgänger oder in Kleinstgruppen zu zweit oder zu dritt. Nur in der Brunstzeit, im Oktober, gesellen sie sich zu den Weibchen und werden zu unbestrittenen Anführer der Herde. Bis Juni bringen alle trächtigen Geißen ihr Junges zur Welt, selten 2. Das Gemskitz vermag bereits nach Ablauf von wenigen Stunden aufrecht auf den Beinen zu stehen und die ersten Schritte zu machen. Nach wenigen Tagen ist es fast so flink wie seine Mutter. So beginnt für das Kitz die Zeit der Entwöhnung, in der es unter der steten Aufsicht der Mutter sich vor den täglichen Gefahren schützen lernt. Im Talgrund ergießt sich der durch das Schmelzwasser angeschwollene Fahnenbach über unzählige Katarakte. Ein Wasserlauf, der über Jahrhunderte tiefe Schlünde in den Felsen gefressen hat. An den Wänden der Schlünde begegnet man dem Kleiber, der seinen in Felsspalten verborgenen Jungen Futter anfliegt. Dieser Vogel sucht sein Futter entlang von Felswänden, in deren Ritzen sich seine bevorzugte Nahrung, Insekten und wirbellose Tiere verstecken. An den Hängen des Monte Taé sammelt sich der Fahnenbach zu gewaltigen Kaskaden, wo das Wasser zu Gischt zerstäubt und die Umgebung in Wasserschleie hüllt. In den ruhigeren Abschnitten des Fahnenbaches finden die Forellen die idealen Voraussetzungen für ihre Fortpflanzung. Diese Fische benötigen saubere, klare und mit Sauerstoff angereicherte Gewässer, wo sie von angeschwemmten oder auf dem Grund lebenden Kleinstorganismen ernähren. In den Wäldern des Talgrundes hat der Frühling seinen Höhepunkt erreicht und die üppig gedeihende Vegetation vermag nun genügend Futter für alle Tierarten sicherzustellen, deren Vermehrung aufgrund dieser günstigen Voraussetzungen nun auf Hochtouren läuft. Unter den Blumen fällt besonders der ungewöhnlich hohe, zur Familie der Orchideen gehörende Marienfrauenschuh auf. Sein bevorzugter Lebensraum sind die lichten Wälder. Die kurz vor dem Flüggiwerden stehenden Jungvögel des Schwarzspechtes verlangen immer gieriger nach Futter. Das Gezeter der Küken scheucht einen Raufußkauz auf. Er hat ein auf demselben Baum im Vorjahr vom Specht gebautes, für diesen nun ausgedientes Nest bezogen. Der Raufußkauz lebt in Symbiose mit dem Schwarzspecht, dessen verlassene Nester er für das Ausbrüten seiner Jungen nutzt. Die Untätigkeit am Tag, wenn auch durch die lautstarken Spechte für einen Augenblick unterbrochen, verbirgt, dass auch er zurzeit brütet. Nur für einen kurzen Moment aus der Ruhe gebracht, kehrt er deshalb unverzüglich zu seinem Gelege zurück.
Auch die nun fast ausgewachsenen Küken des Buntspechtes machen den Eltern das Leben zur Hölle. Der Kleiber gehört nicht zur Familie der Spechte, wenn er auch verlassene Nester des Buntspechtes und des Grünspechtes nutzt. Die Bevölkerung hier nennt ihn den Muratore, den Maurer. Mit einem Brei aus Schlick und Speichel verengt er den Eingang zum Nest. Im Wald warten unterdessen andere Jungtiere auf die Rückkehr ihrer Eltern, wie diese übermütigen Fuchswelpen, die sich um das rund um den Bau verstreute Futter raufen. Nachdem Wolf, Bär und Luchs aus unseren Wäldern verschwunden sind, nimmt der Fuchs die Stellung des größten heimischen Raubtieres ein. Er ist ein Allesfresser und ist in solchen Graden anpassungsfähig, dass er sich sogar ins städtische Einzugsgebiet wagt. Beim Fuchs handelt es sich um ein sesshaftes Tier, das eng verbunden mit seinem Lebensraum ist und diesen in allen Einzelheiten kennt. Der Fuchs gräbt seinen Bau im Dickicht des Waldes, aber immer unweit von Lichtungen, wo er es liebt, an der wärmenden Sonne zu dösen. Oft nutzt er auch die weiträumig angelegten Bauten der Dachse. Es kommt nicht selten vor, dass die beiden Tiere sich die Behausung teilen. Mutter Fuchs, merklich entkräftet und durch die rastlosen Nahrungssuche, sammelt Futter für die im Bau auf sie wartenden Jungen, während ein im Vorjahr geborener Welpe ihr folgt und schüchtern um einen Bissen bettelt. Bei Einbruch der Nacht verlässt der Kauz das Nest mit den Jungvögeln und hält auf den Ästen der nahen Bäume Ausschau, bevor er endgültig im Dunkel auf Beutesuche verschwindet. Die Abenddämmerung begünstigt die Jagd des Kauzes und der übrigen nachtaktiven Raubtiere, denn im Wald herrscht nun regeres Treiben als am Tag. Bei Morgengrauen triefen die Wiesen vom Tau. Die feuchten Nächte vermögen Wiesen und Wälder mit Tropfen zu schmücken, die die ersten Sonnenstrahlen in unzählige funkelnden Glasperlen verwandeln. Ein magisches Naturschauspiel, das sich Tag für Tag bewundern lässt. In einem gewissen Sinn ist die Natur im Tal von Ampezzo das Ergebnis von über 1000 Jahren menschlicher Tätigkeit, wie der Gras-, Weide- und Forstwirtschaft und der Jagd. Man kann das Gebiet mit einem großen Garten vergleichen, dessen Pflege der Mensch über Jahrhunderte hinweg besorgt hat. Falls der Mensch nie in diesem Tal ansässig geworden wäre, hätte dieses heute bestimmt ein anderes Erscheinungsbild. Im Guten wie auch im Bösen können wir uns die Schlussfolgerung erlauben, dass eine bedachtsame und schonende Nutzung der Natur uns eine intakte Landschaft zurückgelassen hat. Diese Beurteilung gilt natürlich nur so lange, wie wir den Zustand der Natur in Europa betrachten. Schon der Umstand, dass Wolf, Bär, Luchs und Otter sowie weitere Tiere aus unseren Wäldern verschwunden sind und zudem letztere nicht mehr die Weitflächigkeit und Merkmale der Zeit vor 2000 Jahren aufweisen, lassen uns leider auf eine weniger schöne Bilanz kommen. Das ist wohl der Preis, den unser Planet für den Einfluss des Menschen auf die Natur zu zahlen hat. Wenn die Morgendämmerung der wärmeren Tageszeit weicht, zieht sich der Hirsch aus dem offenen Gelände zurück und ruht sich im Schatten der Bäume aus. Auch der Hirsch, in den Wäldern von Ampezzo seinen idealen Lebensraum findend, ist hier seit einigen Jahren heimisch.
Zum guten Glück hat sich der Mensch schon über 1000 Jahre in der Gemeinschaft zu organisieren gewusst. Von jeher wurden hier alle Gras-, Forst- und weidewirtschaftlichen Tätigkeiten zum Wohl der heimischen Bevölkerung auf der Grundlage der unter der Bezeichnung Regole de Ampezzo bekannten Abmachungen geregelt. Die Regole de Ampezzo boten über Jahrhunderten die Gewähr für eine überwachende Nutzung der Natur. Ein Grundsatz, der noch heute aufrechterhalten wird und zweifelsohne auch als Investition für die zukünftigen Generationen angesehen werden kann. Heute wird die Forstwirtschaft, selbst unter Einsatz von moderneren und leistungsfähigen Mitteln, in beschränkteren Maße als früher betrieben. Doch schon immer wurde beim Fällen das für den Bau von Häusern, Ställen und Stadeln oder für Heizzwecke benutzte Holz sorgfältig ausgesucht. Zudem hat auch die Unterteilung des Waldes in Parzellen zur richtigen Nutzung des Forstbestandes beigetragen. Die Wälder, an deren Schönheit wir uns tagtäglich erfreuen können, sind das Ergebnis eines über 1000 Jahre alten Eingriffs durch Menschenhand. Würde der nicht mehr stattfinden, hätte dies eine schwerwiegende Veränderung eines inzwischen vom Menschen abhängigen Ökosystems zur Folge. Bei Waldspaziergängen im Monat Juli begegnen wir dem Raufußkauz. Aufmerksam überwacht er seine Jungen, die kaum das Nest verlassen, noch flugunfähig von einem Ast zum anderen hüpfen. Während der Sommermonate nimmt die Wassermenge der Bäche fortlaufend ab, was natürlich bedeutende Auswirkungen auf alle an diesen Lebensraum gebundenen Organismen hat. Fische, Amphibien, Insekten und alle anderen wirbellosen Tiere, die direkt vom Wasser abhängen, haben nur noch wenig Zeit für die Fortpflanzung. Der Winter steht vor der Tür. Die Seen und Weiher verbergen unter ihren Wasseroberfläche ein reges Treiben. Kaulquappen, Wasserlarven, von Insekten und Molchen nutzen die nicht lange andauernden warmen Monate für die Nahrungssuche, die Fortpflanzung und die Ablage von Eiern. Sie können in gewissen Fällen sogar eine Winterruhe eingehen, um sich erst im darauffolgenden Sommer zu öffnen. Der Lebensraum Wasser erweist sich also von äußerster Wichtigkeit in Bezug auf die Natur. Das Wohl einer ganzen Reihe von anderen Tieren, darunter auch Raubtieren, hängt direkt von der Wasserqualität der Bäche, Seen und Weihern ab. Eine ganz besondere Landschaft bildet das Grasland im Hochgebirge, das hier im Gebiet von De Rosa und Fossis die schönsten Eindrücke hinterlässt. Dieses Grasland liegt heute in diesem Naturpark, dem Parco Naturale delle Dolomiti Ampezzo, und stellt ein wahres Naturerbe dar. Das wohl unverkennbarste, das Hochgebirgsgrasland besiedelnde Tier ist das Murmeltier.
dessen Hauptnahrungsquelle die Gräser des Hochgebirges sind. Diese Hochweiden werden oft als Alm bezeichnet, da sie über Jahrhunderte im Sommer vom Menschen für die Fütterung des Viehs genutzt wurden. An die 7 Monate lang sind die Weiden schneebedeckt. Der Wachstumszyklus vollzieht sich innerhalb einer äußerst begrenzten Zeitspanne. Die Hochebenen von Fosses zeichnen sich durch die gleichnamigen Seen und den häufig wechselnden Übergang von Gras- und Felslandschaft aus. Das Gebiet zieht die Aufmerksamkeit auch aufgrund seiner Karstböden auf sich, wo das Regenwasser in chemischer Reaktion mit dem Kalk den Fels aushöhlt und in seinem Innern unterirdische Gänge und Grotten bildet. Die das Schmelz- und Regenwasser sammelnden Seen von Fosses leiten das überschüssige Wasser über einen Bach ab, der sich in einem mit dem Höhlensystem verbundenen Abgrund stürzt. Die Karsterscheinungen fallen auch an der Oberfläche auf, wo das Wasser eine Unzahl kanal- und trichterförmiger Vertiefungen gebildet hat. Die Flanken des Seekofel und weitere Felsplatten aus Kalkgestein im Gebiet von Fosses sind ein wunderbares Beispiel für Karsterscheinungen an der Oberfläche. Damit solche zentimetertiefen Furchen entstehen können, die wiederum Bestandteil von sogenannten Karrenfeldern werden, braucht es viel Zeit für die chemische Zersetzung des Kalkgesteins. In den Felsritzen gedeihen einige Pflanzen, die sich besonders gut diesen rauen Verhältnissen anzupassen wissen und häufig besonders auffällige Blüten haben. Sie verfügen alle über kräftige, sich bestens in den Spalten festklammernden holzige Wurzeln. Vor ungefähr 20 Jahren wurde im Gebiet der Croda Rossa, der Hohen Geisel, der Steinbock, unverkennbarer Alpenbewohner neu ausgesetzt. Im Alpenraum war der Steinbock aufgrund mittelalterlicher Aberglaubens fast ausgerottet. Man hielt das Tier als eine Art wandelnde Apotheke, die jedwedes körperliches Übel zu lindern vermochte und all denen Reichtum bescherte, die es erlegten. Im 19. Jahrhundert gab es nur mehr wenige auf dem Gran Paradiso lebende Exemplare, von welchen der gesamte heutige Bestand in den Alpen abstammt. Der im Gebiet der Croda Rossa angesiedelte Steinbockbestand zählt ungefähr 50 geschützte Exemplare, die sich aufs Vorzüglichste der Umgebung angepasst haben. Der Erfolg dieser Wiederaussetzung beruht auf dem Umstand, dass die Steinböcke sich in einer ökologischen Nische bewegen, die nur selten von Gämsen aufgesucht wird. Das weitflächige Hochgebirgsgrasland stellt zudem für beide Tierarten eine überaus reiche Nahrungsquelle dar. Dank seines gewaltigen Körperbaus vermag der Steinbock selbst dem härtesten Winter zu trotzen. Sein gutmütiges Wesen und sein eher langsamerer Gang geben jedem den Eindruck seines stolzen und selbstbewussten Charakters. Obwohl er sich überaus flink bewegt, soll jeder bedenken, dass das männliche Tier ein ungeheuerliches zusätzliches Gewicht, seine Hörner mit sich trägt, was seinem Gang etwas augenfällig Majestätisches verleiht. Ein weiterer typischer Bewohner der Felswände ist der Steinadler, der seine Horste auf nach Süden gerichteten Felsbändern errichtet. Gegen Ende Juli flattert das Adlerjunge ungestüm im Nest und wartet ungeduldig auf das Futter, das das Adlerweibchen Mutter bringt. Mutteradler versucht sich unterdessen in der Jagd auf Gemskitze und Murmeltiere, ihre bevorzugte Beute.
Panik bricht im Rudel aus und nur eine hastige und überstürzte Flucht rettet die Gemskitze. Der Adler kreist noch eine Weile über dem Rudel, scheucht dieses auf, lässt dann aber von seinem Vorhaben ab. Ende September weiden die Kühe angesichts des baldigen Almabtriebs und Wintereinbruchs nur noch in tieferen Lagen. Diese Weideplätze wurden vom Menschen mittels Rodung in besonders geeignetem Gelände geschaffen. Anders als bei dem normalerweise für das Weiden von Ziegen und Schafen genutzten Hochgebirgsgrasland handelt es sich bei den tiefer gelegenen Weideplätzen um ein urbar gemachte Waldabschnitte oder mit Gras bewachsene Lichtungen. Jedweder neue Baumwuchs wurde durch die jahrhundertlange Weidennutzung unterbunden. Leider führt heute die Verringerung des Viehbestandes dazu, dass man in naher Zukunft Weideplätze aufgeben und diese langsam wieder dem Wald überlassen wird. Dies hätte aber die Veränderungen und das Verschwinden einer der typischsten Berglandschaften und damit auch das Aussterben eines Teils der Alpenflora zur Folge. In diesem Sinn könne die gemeinsam vom Naturpark Dolomiti di Ampezzo und der Regole di Ampezzo eingeleiteten Maßnahmen nicht nur zur Rettung der Pflanzen- und Tiervielfalt, sondern auch zum Erhalt der Kultur und der Gras-, Forst- und weidewirtschaftlichen Traditionen beitragen. Der Sommer räumt den ersten Boten des Herbstes das Feld. Die Tage werden kürzer und kälter. Und auch die Vegetation und der Himmel nehmen neue Farbtöne an. Eine seltsam anmutende Ruhe breitet sich über den Tälern und dem Gebirge aus. Die Natur im Herbst bereitet sich auf die kalte Jahreszeit vor. Das Wachstum verlangsamt sich, einige Pflanzen oder Tiere von Pflanzen sterben sogar gänzlich ab. Die Lärchen, die einzigen Nadelbäume, die